Leif Kammer, Leif Jungfren, Leif Leid alle Guten. Wie können wir gut leben? Wie können wir glücklich gehen? Frohen, die jeder sich bewusst oder unbewusst stellt. Bewusst, wenn wir drüber nachdenken, unbewusst meistens, wenn wir uns tagtäglich Decisionen treffen. Wir erleben momentan als vieles nicht einfach. Durch die Sorgen um die Entwicklung von unserer Welt, von unserer Gesellschaft, Menschen haben nach immer Angst wegen Corona, die Virus, den Krankheit an Tod gebracht wird, und auch nach bringt, und dann auch nach viel Streit und Spaltung. Die einen haben sich gegen Covid-19 impfen gelassen, wir können gut zu leben. Andere haben sich nicht impfen gelassen, weil sie meinen, so gut zu leben. Wir erleben ein Misstrauen, was immer mehr groß wird. Wem kann ich noch leben? Vieles ist nicht gut und belastet uns. Wie können wir gut leben? Wie können wir glücklich leben? Wichtig frohen. Gut leben und glücklich leben kann den ein Ziel für uns anhört. Als Christen haben wir so ein Ziel für uns an. Diese Sonntag bedient uns an der Liturgie ein Text, den der Paulus und Christen zu Korinth schreibt. Demals waren sich manche an der jungen Gemeinschaft nicht sicher. Was soll die Auferstehung von Jesus für uns? Also immer ehrlich. Da das auch für Haut noch nicht immer einfach zu verstehen. Der Paulus erklärt klar, durch den Jesus, den auferstanden ist, und auch mehr ein Ziel für uns Leben. Am Tod gibt weder uns verstorben noch mehr verloren, weil eben der Jesus auferstanden ist, als Auferstehung auch uns Ziel. Weil demals manche Kritiker zu Korinth fällt auch Haut, manchen schwer das Auferstehung vom Tod als hier Zukunft zu gesehen. Aber ohne dat fällt unser Glauben. Ohne dat verlieren wir uns Ziel für uns an. Und ohne Ziel durch Leben zu gehen. Das ist doch schwierig. Vielleicht haben wir ja auch da Winter haut all die Probleme an unserer Gesellschaft, weil viel andere Ziele, die sich auch nach so am Leben setzen kann, durch Corona weggefallen sind. Weil auch viele Leute die Auferstehung nicht mehr als Ziel für sie gesehen, man just nach Angst an den Tod für uns anhören. Du schaffst ihn dann noch mit allen Mitteln, für eben nicht krank zu gehen und nicht zu sterben. Prinzipiell ist es auch gut und wichtig, dass wir ihn auf den anderen durchstellen. Allerdings, wenn uns Angst uns dermaßen fesselt und krispiert, dass man da wegen der Aufhängung Menschen zu verdeifeln und auszuschließen, gerade auch nach dem, wo man für Corona gut eins gesehen. Ja, da sollte man schon nachdenken. Gerade an diesen Zeiten sollte uns Christen Denheit und Dänigkeit um Herz leihen. Bei allen Ängsten, die es da geben kann,
Bei aller Vorsicht, die auch nach nur berechtigt ist, uns Ziel als eben nicht den Tod. Mit Dank dem Jesus gucken wir mir weit, ob der Bestehung, und verlieren wir das Ziel nicht aus den Augen. Liebe Leute, wie können wir gut leben? Wie können wir glücklich gehen? Ein anderen Text dieses Sonntags, ein Extrem aus dem Buch vom Prophet Jeremia, invitiert uns nun zu denken, ob wir bauen euch am Leben, ob wir vertrauen euch. Wem kann ich noch vertrauen? Grad ein ganz aktuell froh. Wir kennen die Erfahrung, Vertrauen kann enttäuscht, kann missbraucht gehen. Auf jeden den Falschen oder dem Falschen vertraut, der kann sich wie verflucht vorkommen. Klar, die Wörter vom Prophet und die dämonisch verantwortlich an Israel an all seine Zeitgenossen. Passt auf, was ihr merkt. Passt auf, dass ihr euch keine Misere sicher geht. Mit seinen Warnungen hat hier recht. Herno, mit den falschen politischen Allianzen und mit den fremden Göttern, da hat Israel sich ein schweres Schicksal wie ein Fluch auf sich gelöst. Der Jeremia will over nicht just warnen, mehr hier weist ihn andere Weg. Ein Weg, den auch nach für uns haut gut ist, als ein guter Weg für zu leben. Bauen wir auf den Herrgott. Aber wenn wir an unserem Leben auf Gott vertrauen, mit ihm durch Leben gehen, ja, dann ist uns Leben etwas wie ein Bahn beim Wasser, da fehlt uns nichts, dann haben wir Kraft, auch die schweren Momente auszuhalten. Weil das wissen wir alle gut. Das Leben wird hier und da ganz schwere Momente. Manches kann du allen hin und her gerisselt gehen. Wir erleben das durch Corona an die ganze Rateschwanz und Misere, den du nach allen Handen durchhängt. Wir erleben das durch persönliche Schicksalsschläge. Es bleibt nicht immer am Leben beim Pupsatsinn, a Jubel, Trubel, Heiterkeit. All das soll uns trotzdem nicht fertig machen, weil es wohl auch nicht das könnt. So Botschaft aus den Seligpreisungen, wie der Lukas abgeschrieben wird. Wir wollen ja gut leben, wir wollen glücklich gehen. Wohl, die schon alles wird, die kann nicht geschenkt kriegen. Die Pupsadas, die kann nicht mehr abholen. Wenn wir aber, wie der Jesus, wenn wir an Jesus seinem Geist durch die Liebe gehen, da können wir trotz allem, was durch schief lebt, an Gottes Reich Geborgenheit fallen. Da können wir unseren Hunger gestillt kriegen, da können wir an der Trauer Trost erfahren, an ob Hass mit der Fried Herrgott, an der Erwerdung von ewigem Lohn reagieren. Wie können wir gut leben? Wie können wir glücklich gehen? Wenn wir wie die Jesus leben. Wenn man nicht ob die falsch Leid oder die falsche Idee, ob
den Herrgott bauen. Aber weil wir wissen, wir haben ein Ziel für uns an, dabei stehen wir Christus. Und NRW zu diesem Ziel, für ein gut, ein glücklich Leben, soll den Herrgott euch alle heute sehnen